Ja, okay, ist euch benannt. Und einen Sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Ja, was soll ich machen? Ich habe beschissenes Timing drauf. Ich geb's jetzt so. Denke mir so, okay, jetzt ist ewig nichts passiert. Haust ein bisschen Klassik-Met raus. Gönnst dir dieses unsägliche Interview da. Wer hätte damit gerechnet? Reini ist wieder da. Ja, hat ein 15 Minuten Ding ins Internet gepimmelt. Hier schön mit der Nachtkamera aufgenommen, so richtigen schönen Pathos, wird viel Heuli-Heuli drin sein, wenn ich mir das so richtig anschaue. Wir schauen den ganzen Scheiß bei den Anti-Mobbing-Guys. Das verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja. Und wir sagen, hockt euch her, sind wir mehrere. Reißt euch ja heute auf, mir ging einer in Rainer. Ich darf mal sagen, als erstes lesen wir mal vor, was er da wieder an lyrischen Ergüssen von sich gegeben hat. Es ist viel vorgefallen in den letzten Wochen und Monaten schon mal klein geschrieben, das fängt schon mal gut an. Um es kurz zusammenzufassen, so kurz schaut das aber nicht aus, das ist ein relativ, egal. Um es kurz zusammenzufassen. Ich habe alles verloren, bin obdachlos aufgrund von Hatern und schlechten YouTube-Support wurde mein Kanal auf YouTube rechtswidrig gesperrt, wogegen ich auch heute, 7.10.2022, noch daran arbeite und letzten Endes bin ich zu einem Zeitpunkt am Verzweifelsten. Hat er das wirklich selber geschrieben? Das liest sich fast wie jemand. Wenn das ein Hater geschrieben hat, der sich über seine Schreibweise lustig macht. Ja, also er hat alles verloren, ist obdachlos, ladidadida, das wissen wir. Aufgrund von Hatern und schlechten YouTube-Support. Nein, aufgrund dessen, dass er gegen die YouTube-Richtlinien verstoßen hat. Rechtswidrig wurde da gar nichts gesperrt. Wogegen ich auch heute noch daran arbeite. Das ist wieder ein Deutsch. Letzten Endes bin ich zu dumm. Und am verzweifelsten. Keine Ahnung, was er damit sagen will. Also alle böse außer er, wahrscheinlich. Quintessenz. Es war mir die schwerste Zeit, da ich neben keiner Wohnung auch kein Geld mehr verdient habe. DJY, keine Ahnung, mein YouTube-Account gesperrt wurde. Dieses und andere Videos wie das sollen einen Eindruck, wieder klein, vermitteln. Es ging und geht mir nicht so schlecht, wie es anderen geht. Ja, schön, Rainer, aber fast, will ich mal sagen. Allerdings ist das Ganze nur durch Hate und Mobbing passiert. Nein, ist richtig. Du hast dich offensichtlich so sehr gehatet und so sehr selber gemobbt, um dich in diese Situation zu bringen. Situation. Ja? Ist hier alles deine eigene Schuld. Allerdings ist das Ganze nur durch Hate und Mobbing passiert. Das hat mir schon. Ich habe mir ein Leben aufgebaut, Leben wieder klein, und aus dem Nichts etwas erschaffen. Du hast genau andersrum. Was dann von Leuten zerstört wurde, genau andersrum ist es passiert, Rainer. Du hast dir überhaupt nichts aufgebaut. Du hast auch nicht aus dem Nichts etwas erschaffen. Dir ist aus dem Nichts ein großes Haus mit einem Hof, mehreren Schuppen, Scheunen, sonst irgendwas, ist dir in den Schoß gefallen. Mit dazu noch Geld vererbt. Und das, was dir aus dem Nichts in den Schoß gefallen ist, was andere Leute aufgebaut haben, die vor dir kamen, hast du innerhalb kürzester Zeit alleine zerstört. So rum werden Schuhe draus. Genau das Gegenteil von der Scheiße, die du jetzt geschrieben hast. Die sich in Angelegenheiten einmischen. Es ist geil. Er macht einen Absatz mitten im Satz. Also, da ist kein Punkt und kein Komma. Es ist auch noch mitten im Satz, da wird der Absatz gemacht. Kommt richtig gut. Die sich in Angelegenheiten einmischen und anderen ihren Willen sowie Anwesenheit aufzwingen, obwohl sie unerwünscht sind. Hast du mal
Hast du, hast du mal deinen Internetwerdegang verfolgt? Das beschreibt ziemlich genau das. Oh. Und die Leute wären nicht so zahlreich gekommen, wenn du nicht versucht hättest, sie im Internet mundtot zu machen. Just saying. Ich bin nicht perfekt, ja, far from it. Ich nehme an, das soll aber heißen, aber alles, was ich gemacht habe und machen kann und mache, kann man ein und auch rechts oben ist der X-Button, kann man ein- und ausschalten. Wie man selbst will und stellt keinerlei Zwang dar, Verpflichtung dar. Anderen seinen Willen aufzuzwingen, ist asozial und Knark. Ich habe mich nicht perfekt verhalten. Es steht tatsächlich. Verhalten. Ich habe mich nicht perfekt verhalten. Und mache ich auch nicht, weil ich nur ein Mensch bin. Ja, aber du hast sie halt. Komm. Welcher Mensch ist perfekt? Aber ich zwinge meine Anwesenheit, meinen Willen und den Glauben niemandem auf. Doch, du hast auf öffentlichen Plattformen im Internet deinen Schmutz veröffentlicht. Das ist mehr oder weniger an anderen Leuten deine Anwesenheit aufzwingen. Ähm, andere, die mich aber angreifen. Rainer, du hast immer dieses lustige Beispiel gebracht mit dem auf dem Dorfplatz stehen. Du bist praktisch auf dem Dorfplatz der ganzen Welt gestanden und hast da deine Scheiße rausgeschrien. Und da hast du halt Echo dafür gekriegt. Wieder mitten im Ding ein Absatz. Andere, die mich aber angreifen und verletzen oder Leute um mich herum, Hotels, Cafés und mehr, ladidada, nehmen dadurch Schaden. Wie kann man es also wagen, mich anzugreifen? Das ist auch wieder so ein, könnt ihr es wagen? How dare you? Wo alles, was ich mache, im Ermessen jedes Einzelnen selbst liegt, der kann wieder groß, es ist jeder selbst entscheiden und ist nicht gezwungen, Punkt. War nie und wird nie sein. Dieses Video ist vom 22.08.22. Ich hätte gedacht vom 7.10. Ach komm. Ich soll mein Leben in den Griff kriegen. Zitat von Hatern. Ja, bitte. Das wird jetzt wahrscheinlich schon spart sein, aber das wäre Sach gewesen. Vor ein paar Jahren. Vor 2 Jahren hättest du die Chance noch gehabt. Also vor der Verhandlung, wo man dir wo du diesen Deal ausgeschlagen hast von wegen Bewährung gegen YouTube-Löschung. Davor wäre das noch gegangen. Dann könntest du jetzt noch deine Chance haben. Müsstest halt arbeiten gehen. Aber nein. Wer hat denn mein Leben durcheinander gebracht? Du, Rainer. Stimmt nicht ganz. Muss man ihm zugestehen, es ist der Tod seines Vaters gewesen, weil es war der Einzige, der ihn irgendwie im Griff gehabt hat. Ja? Wenn der heute noch leben würde und dann regelmäßig ein bisschen die Prügeln ausschmeißen darf, dann darf er den schon katholisch kriegen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich hatte ein Haus, eine Familie und mehr als nur einen Job. Du hattest jeden Job im Umkreis von 50 Kilometern und alle haben es dir weitergeschickt, weil du nutzlos bist. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Ohne die Hater hatte und hätte ich immer auch mein Leben im Griff. Nein, Rainer, nein. Denkt mal drüber nach. Nein, Rainer, du hast... Komm, lass gut sein. Hören wir uns das an. Ich laber schon seit 10 Minuten wieder. Die ganze Scheiße geht 15 Minuten. Bringen wir es hinter uns. Es ist mir wieder hier mit der Dullycam aufgenommen. Schön, schaut's mich an. Hightech-Lord. Ja, er hat eine Nachtsichtkamera in seinem neuen tollen Handy. Ist ein richtiges Monster im Übrigen. Für die Leute, die es noch nicht gewusst haben. Ja, let's go. Also. Es fängt gleich wieder richtig klassisch an, es wird gestöhnt. Und übrigens diese Nachtsichtkameraaufnahmen von seinem kreisligen Schwellschädel, diese Blair Witch Geschichten, Alter, das ist fürchterlich. Es ist fürchterlich. Tag 1 meiner... Ich habe keine Ahnung, vielleicht Tag 1 das Ende meines Lebens. Wir eigentlich fangen jetzt so wieder an. Es ist so lächerlich.
oh, hier, mein Leben ist vorbei, bla bla bla. Rainer, einfach die Angebote annehmen. Wie gesagt, ich habe gehört, dass man dich zu entsprechenden Stellen schicken wollte, wo man dir hätte helfen können und du dich da aus eigenem Stolz nicht gemeldet hast, weil es halt für bedürftige Obdachlose ist und du aber willst, dass die Gemeinde dir eine Wohnung zur Verfügung stellt und im Notfall sonst ein neues Haus bauen, in dem du dann wohnen kannst. Vollkommen utopisch. Ich bin jetzt mitten in der Nacht in einem, ja nicht genau in einem Waldstück eigentlich, nur ein paar Meter von zu Hause entfernt. Um genau zu sein, einfach hier schnurstracks den Wald runter. Und ich wäre mehr oder... Sag mal, hatten wir die Scheiße schon mal? Ist das Video, was es schon mal gab? Wurscht. weniger eigentlich zu Hause. Ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwo... Aber ich habe das damals, glaube ich, ich habe das bloß im Vorbeigehen irgendwie mitbekommen, dass dass er da so ein Video gemacht hat. Wenn das ist, und ihr kennt das schon von anderen Leuten, feel free, oder so Mr. X-Partner, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt. Ich sehe das jetzt gerade zum ersten Mal. 22.08., da war ja gut beschäftigt, da war ja viel unterwegs. Let's go. Was daraus werden wird. Ob es ein Video wird, ob es irgendwann im Internet landet. Dass ich jetzt in mein altes Haus, besser gesagt... Hier ist alle Haus, das existiert nicht mehr, Rainer. Nicht Haus, sondern auf mein altes Grundstück zurückgehe, um dort die Nacht zu verbringen. In der Scheune oder in der Garage oder im Stall, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, ob ich... Oh Gott, ey. Folge 1 steht hier oben. Da kommen noch mehr Folgen. Ja, und die klassische Theorie, er schleicht sich aufs alte Grundstück und versucht in der Mieterhalle zu pennen. Ja. Da will er sich dann vorher heruntergeladene Hentai-Tentakel-Pornos anschauen und sich weinend den Jürgen würgen, bis er eingeschlafen ist. Der alte Tierjerker. das wirklich umsetzen will oder soll. Es gibt Menschen, die mich im Laufe der letzten Jahre und vor allem im Laufe der letzten paar Monate sehr unterstützt haben. Ja, das kann ich auch nicht Angefangen nachvollziehen. bei meiner Ex-Freundin Mona. Ich für meinen Teil kann nicht nachvollziehen, wie diese Situation überhaupt zustande gekommen ist. Situation? Ich habe immer Videos im Internet gemacht. Genau so ist die Situation zustande gekommen, Rainer. Genau so ist es passiert. Auf einer Ebene, wo jeder selbst entscheiden konnte und auch entscheiden kann, soll er oder sie, will er oder sie Videos schauen. Rainer, wäre das nicht eine Idee, die Scheiße im Sitzen aufzunehmen? Du weißt doch ganz genau, dass du jetzt nicht der fitteste Mensch bist. Ja, du schnaubst da gerade einen in die Kamera rein, das ist ja nimmer auszuhalten. Es ist wirklich schwer erträglich. Es ist nie in der Situation gewesen, dass irgendeiner, ich muss ab und zu mal drauf schauen, ob die Aufnahme weiterläuft, es war nie jemand in der Situation, im Zwang oder in der Notwendigkeit. Niemand wurde gezwungen, etwas zu schauen. Nee, die Leute haben dir freiwillig gesagt, was sie von dir halten. So ein Ding ist es nämlich. Niemand ist dazu gezwungen worden, das ist richtig. Aber die Leute haben sich gedacht, nee, so nicht. Und das lassen wir ihnen jetzt wissen. Wurde gezwungen, mich zu mögen oder mich zu hassen. Das waren alles die freien Entscheidungen der Menschen. Ich, für meinen Teil, ich kann diese Entscheidungen nicht nachvollziehen. Rainer, du kannst überhaupt nichts nachvollziehen. Rainer, du bist halt einfach hageldumm. Das ist das Problem. Du kannst das nicht nachvollziehen. Seit 10 Jahren sagen dir die Leute ganz klipp und klar ins Gesicht, was Phase ist. Und du stehst da, schaust der Schweiber ins Blitz und denkst so, ich verstehe überhaupt nicht, was ihr von mir wollt. 10 Jahre in meiner Schulzeit
Ich wurde jeden Tag von meinen Mitschülern aufs Grausamste psychisch misshandelt. Ach, halt doch dein Maul. Ach, halt doch dein Maul. Du wurdest von deinen Mitspielern aufs Grausamste psychisch misshandelt. Echt jetzt, auf der Dulli-Schule? Waren die auf der Dulli-Schule, haben die alle Psychologie studiert gehabt, damit sie sich so psychisch misshandeln können, dass sie richtig fertig machen psychisch. Ja? So mit einem richtigen Plan. Ja? Das waren so psychologische Masterminds waren das da auf der Dulli-Schule. Verzeih mir doch keinen Scheiß. Verzeih mir doch keinen Scheiß. Diese Leute haben dich gemieden, weil du ein charakterloses Stück Scheiße warst. So rum wird ein Schuh draus. Die haben dich gemieden, weil du einen von denen wahrscheinlich wegen irgendeiner Lappalie krankenhausreif geprügelt hast. Der wahrscheinlich halb so viel gewogen hat wie du und 2 Köpfe kleiner war. Deswegen bist du da gemieden worden und nichts anderes. Niemand hat dich da psychisch aufs Übelste misshandelt, aber kein Scheiß. Gibt da gleich psychisch Misshandelte. Manche Sachen sind schlimmer als andere. Manche Sachen sind für mich persönlich schwieriger ist alles schwierig zu vollziehen. Andere sind es leichter. Aber im Großen und Ganzen verstehe ich es trotzdem nicht. Ja, genau das ist das Problem, Rainer. Du verstehst es nicht und deswegen bist du jetzt da, wo du jetzt bist. Ich habe im Laufe meines Lebens wiederholt das Problem gehabt. Dass du hageldumm bist und immer die falschen Entscheidungen getroffen hast, ja, das haben wir mitgekriegt. Wir waren live dabei. Dass Menschen mich aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, belästigen, beleidigen, anschreien. Ich krieg die Kette nicht rum. Das ist doch fürchterlich. Wie ich bereits gesagt habe, die Gründe, die du nicht nachvollziehen kannst, schreien sie dir ins Gesicht. Und du stehst da und denkst, was wolltest du jetzt von mir? Oder auch angreifen. Ich habe im Laufe der letzten 10 Jahre in den Lauf von 2 oder sogar 3 Waffen, ich weiß es. Ei, halt dein dummes Maul. 2, es werden immer mehr Waffen. Ja, also die sind praktisch mit der ganzen, mit der ganzen Kompanie sind die da angerückt. Ja, der hat ja praktisch ein komplettes Erschießungskommando haben sie da aufgestellt. Ja, er hat nur durch seine übermenschliche Kräfte irgendwie überlebt. Halt doch dein Maul. Du hast noch nie in den Lauf einer Waffe geschaut. Noch nie. Außer wenn du vielleicht mit deiner Software umeinander gespült hast vor der Kamera. Laber kein Scheiß. Ich habe es nicht mehr genau geschaut. Es waren zugegebenerweise Schreckschusspistolen. Ich wurde beworfen mit Wasserbomben voller Pisse, Steinen, Stöcken, Lebensmitteln von abgepackten und nicht abgepackten Mozzarella. Der gute Mozzarella. Aber denen es doch schaut, schmeißt doch keine Lebensmittel nach denen, das ist doch Lebensmittelverschwendung. Props an wer auch immer so viel Druck auf der Blase hat, dass er eine Wasserbombe mit seiner Pisse auffüllen kann. Und anderen Gegenständen. Ich wurde aufs Übelste bedroht, verletzt, ob nun körperlich oder psychisch. Ist alles recht irrelevant. Wie geht man? Das ist richtig, es ist vollkommen irrelevant, Rainer, das hast du sehr gut erkannt. Also ein schönes Bild. Mein Weg nun weiter? Was? Ja, Fuß. Weil du keinen Führerschein mehr hast, Rainer. Kommt als nächstes? Was ist geplant? Habe ich überhaupt irgendeinen Plan? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Jetzt stellt euch ja mal vor, er sagt, er ist ja nicht weit von seinem alten Zuhause weg. Jetzt stellt euch ja mal vor. Ihr kennt's aus Schauerberg. Der wongelt da raus aus seiner Schanze, die Bruchbude wird abgerissen. Ihr denkt euch, ja, wunderbar, es ist endlich vorbei. Das Martyrium hat ein Ende. Und dann geht's ja abends mit dem Hund raus oder sowas. Und er wongelt euch auf der Straße entgegen. Ja, da denkt ihr euch doch, okay, scheiße,
Was mache ich jetzt? Vielleicht wäre es am einfachsten, wenn ich einfach Schluss mache. Versteht mich nicht falsch. Ja, jetzt kommt wieder diese, ich deute an, dass ich mich umbringen will, aber doch nicht, dass ich mich umbringen will. Also genug so, dass ich Mitleidsbarme erbetteln kann. Aber dann auch nicht so viel, dass es meine eigene Mehr vom unbesiegten starken Kampfoger irgendwie widersprechen würde. Ich bin keiner von den Menschen, der... Punkt. Nicht mehr weiterreden, Rainer. Der Satz hat gepasst. Psychisch so instabil ist oder psychisch so labil ist, dass er sich selber umbringen will. Nee, psychisch labil genug wärst du dazu. Du bist halt einfach nur zu dumm und zu narzisstisch dazu. Das ist der Punkt. Du würdest dich im Leben nicht umbringen, weil du der Meinung bist, dass du das Allerbeste bist, was der Menschheit jemals passiert ist, und du wartest immer nur darauf, dass wir das alles begreifen. Was du für ein toller Messias bist. Ja, der Anti-Mobbing-Jesus. Gekommen, um uns von unseren Sünden zu befreien. Nein, Rainer. Du würdest dich nicht umbringen, aber nur weil du zu narzisstisch und zu dämlich dazu bist. Oder wollen würde. Aber... Und feige nicht vergessen. Die Gemeinde, als mein Haus gekauft hat, für 100.000 Euro. 100.000? Ist er ein bisschen lülü oder hat er mehr gekriegt, als wir gedacht haben? Dafür würde sprechen, dass er immer noch Kohlen hat von der ganzen Scheiße, nach dem, was er alles rausgepulvert hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, angenommen, jetzt denkt euch mal vor, ne? Der Mann hat Ende Dezember letzten Jahres 100.000 Euro bekommen. Ja, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der durchschnittliche Arbeitnehmer in Deutschland kriegt was? 25.000 im Jahr. Netto. Ja? Das sind die Leute, die kurz nicht mehr an der Armutsgrenze sind. Ja, 25.000 Euro im Jahr. Das heißt, so jemand müsste 4 Jahre arbeiten und keinen Cent ausgeben, um 100.000 Euro auf dem Konto zu haben. Er hat sein runtergekommenes Haus und dem ganzen Grundstück und dem ganzen Gelumpe verkloppt und hat von einem Tag auf den anderen 100.000 Euro auf dem Konto gehabt. Klar, da haben nur Schulden abbezahlt werden müssen, aber sagen wir mal, mit den 70.000, die dann übrig sind, nach der ganzen Schuldendeckung, hätte der immer noch jahrelang leben können, wenn er sich zeitlich um eine Wohnung irgendwo bemüht hätte, irgendwo, wo es günstig zum Leben ist. Ja? Irgendwo in der ostdeutschen Provinz hinten, da finden auch keiner, wo nichts los ist, einfach. Ja, wo sie Fuchs und Has Gute Nacht sagen und der Altersdurchschnitt bei 70 Jahren liegt. So, da irgendwo eine Bude, da hätte der Jahre davon vor sich hin vegetieren können. Jahre. Aber nein, man muss sich erst einmal einen blauen Ford Ranger kaufen. Obwohl man weiß, dass einem bald den Lappen zwicken. Und da muss man irgendwie in der Gegend umeinander barabern und überall die Kohlen beim Fenstern ausschmeißen. Für 4 Tage Hotels bezahlen und nach 3 Stunden wieder ausziehen, weil einen die Hater gefunden haben. Scotland Yard mäßig. Also mal ein kleines Katz-und-Maus-Spiel quer durch die Republik. Weil man hagelt um ein Knallkopf ist. Und dann sitzt man 8 Monate danach, nachdem man 100.000 Euro bekommen hat, sitzt man pleite auf der Straße. Ohne Auto, ohne Haus, ohne Führerschein, ohne irgendwas. Ohne Geld. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Die haben mir versichert, dass sie mir helfen, eine Wohnung zu finden oder eine Bleibe. Ja, aber das sind auch keine Übermenschen. Die können auch nicht irgendwo eine Wohnung aus dem Arsch zaubern. Und die können auch niemanden zwingen, zu sagen, dass er dich jetzt aufzunehmen hat. Mit dem ganzen Scheißdreck außenrum. Vor allem, weil wir wissen, dass du stur und hageldumm bist und dass du
da wieder die Aufmerksamkeit auf dich lenkst und sagst, aha, jetzt habe ich eine Wohnung, Ella Badge, ne, kommt doch her, findet mich, und dann finden dich die Leute und dann haben die Vermieter hier richtig Scheiße am Arsch. Nee, Rainer. Ob nur eine Wohnung oder irgendwas, irrelevant. Aber man sieht's, ich stiefe hier mitten in der Nacht nirgendwo rum. Die einzigen Menschen, die wissen, wo ich bin oder was ich jetzt mache, können mir nicht helfen, weil sie selber bedroht werden. Bedroht, Alter. Das Kollektiv der NWO ist nach wie vor dabei. Das Kollektiv der NWO, Alter. Und Rainer, lass es doch einfach, lad doch einfach nichts hoch. Lad doch einfach nichts hoch. Ehrlich. Mir und anderen Menschen zu schaden. Es wird nichts unternommen, es wird nichts verändert. Es geht nichts besser und es wird auch nichts schlechter gehen. Die Welt ist einfach am Ende. Die Welt ist am Ende. Rainer hat sein komplettes Leben mit Vollgas gegen die Wand gefahren, aber die Welt ist jetzt am Ende. Ihr versteht das, oder? Weil wenn Rainers Leben nicht mehr lebenswert ist, ist auch das Leben aller anderen Menschen nicht mehr lebenswert. Dann ist die Welt vorbei. So, Krieg und Klimakrise, alles scheißegal, das hält die Welt aus, aber dass Rainer Winkler keinen YouTube-Kanal mehr hat, nee, da hakt's dann aus, da müssen wir dann auch wirklich Abstriche machen, das müssen wir dann einsehen, ja. Jetzt müssen wir irgendwie 8 Milliarden Leute, über 8 Milliarden Leute auf dem Planeten müssen jetzt einen kollektiven Suizid machen, weil das Leben hat keinen Sinn mehr, weil Rainer sehenden Auges sein Leben gegen die Wand gefahren hat. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mal irgendwann gesagt, dass ich gerne mit einem Fingerschnips die ganze Menschheit auslöschen möchte. Ja, da hast halt wieder irgendwie Avengers Endgame oder wie es heißt gesehen. Ja, hier, Marvel-Ding. Dann hast du gedacht, ja, hier, mit dem Fingerschnips, das machen wir. Laber doch nicht. Es ist doch wieder, wie offensichtlich es ist, welchen Film er dann gerade immer wieder gesehen hat, ey. Aber nicht schmerzhaft, nicht grausam, nicht auf eine Art, um mich zu rächen. Nee, ist ja gütig. Einfach alle Leute umbringen auf der ganzen Welt. Also wirklich als gütige Handlung, damit die nicht mehr leiden müssen, wenn es ihn nicht mehr gibt. Kannst du nicht ausdenken. Sondern auch, oder vielleicht vor allem, für den Planeten und die anderen Lebewesen hier. Ja, genau, für den Planet. Rainer, der Planet ist dir geschmeidig scheißegal und alle anderen Lebewesen sind da genauso scheißegal. Sonst darfst du nicht immer das allerbilligste Fleisch kaufen. Ach, leck mich doch am Arsch, gell. Für den Planeten und alle anderen dein Maul. Ja. Wir Menschen sind die egoistischsten, selbstgerechtesten, abgefucktesten Lebewesen auf diesem Planeten. Sagt er? Sagt er? Er ist natürlich nicht egoistisch und selbstgerecht. Ich verweise nochmal auf den Text an den Seiten. Und man sieht es, was bei mir in den letzten Jahren abgegangen ist. 10, nein, fast 11 Jahre lang habe ich YouTube gemacht. Ja, und das ist vorbei mit YouTube. Meine Videos, Jetzt kannst du Hartz IV machen, Rainer. Das macht fast genauso viel Spaß. meine Streams, meine Hater, meine Zuschauer, meine Neider. Rainer, niemals hat dich irgendjemand beneidet. Das kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen. In den letzten 11 Jahren, niemand hat dich beneidet. Alle versuchen mich irgendwie zu finden. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Zuschauer, Fan oder auch neutralen Person, die tatsächlich bereit wäre, mir einen Schlafplatz anzubieten. Aber
Wie, frage ich euch, soll ich diese unterscheiden zwischen Menschen, die bereit wären, mich in Stücke zu schneiden? Alter, come on! In Stücke schneiden. Er rechnet jetzt damit, dass ihm Leute einen Schlafplatz anbieten, ja, in Sicherheit wiegen und sagen, hier, bei uns im Gästezimmer kannst schlafen, ihn dann irgendwie betäuben und dann wacht er irgendwo im Keller gefesselt auf und sie schneiden ihn bei lebendigem Leibe in Stücke. Das ist jetzt das, was er sich vorstellt, was da passieren wird. Keiner von den Hatern, da würde keiner auch nur im Traum daran denken, dich zu sich einzuladen. Nicht einmal, wenn da so gestörte Individuen dabei wären, was es nicht sind, die versuchen würden, dir tatsächlich körperlich Schaden zuzufügen. Vollkommen utopisch. Vollkommen utopisch. Und Menschen, die bereit wären, mir zu helfen und sich vielleicht selber ein Stück schneiden zu lassen. Zudem kommt, dass ich einer der Menschen bin, der nicht egoistisch ist. Ja, Rainer. Ist gut, genau so einer bist du. Du bist der unegoistischste Mensch auf der ganzen Welt. Du bist praktisch die Selbstlosigkeit in Person. Und auch solche gibt es natürlich. Es ist nicht meine Absicht, andere Leute in Mitleidenschaft zu ziehen. War es nicht, wird es nie sein. Rainer, das hast du schon mal anders gesagt. Just saying. Ja. Meine Nachbarn sind mir scheißegal. Wenn mich die ganze Welt hasst, dann bleibe ich immer noch da. Vor etwa einer Woche habe ich auch schon versucht abzuhauen. War schon unterwegs, war draußen, habe versucht, irgendwie klarzukommen. Zu dem Zeitpunkt gab es noch einen Weg zurück. Rainer, du bist doch der super krasse Survival-Experte. Seit 4 Jahren alt bist, im Wald und den ganzen Krampf. Du brauchst doch bloß ein Messer und einen Rucksack und eine Plane oder sowas und dann hier, nee, das war A-Team. Wie war die? Hier, MacGyver-Style und ab in Void, Rainer. Ja, Den gibt es jetzt nicht mehr. Ich habe mich bei Firmen versucht, also bei Wohngesellschaften versucht, mich einmieten zu lassen. Aber das hat nicht funktioniert. No shit, Rainer. Weißt du, warum das nicht funktioniert? Weil du die letzten 10 Jahre einen Fick gegeben hast. Weil du gesagt hast, ich hab ja Haus. Hahaha, ich kann ja machen, was ich will. Und so war es auch. Der Hausverkauf war einer der größten Fehler deines Lebens. Weil für eine Mietwohnung wollen die Leute einen Schufa-Eintrag. Und deinen Schufa-Eintrag möchte ich nicht sehen. Ganz ehrlich. Das ist ein dicker Ordner. Und dann, was machen sie denn beruflich? Ja, ich bin ehemaliger Internetversager und Vollzeitberufsopfer. Ich lebe von vom Betteln im Internet. Also habe ich bisher. Jetzt weiß ich gerade im Moment nicht, was ich machen soll. Aber im Übrigen bin ich auch zu stolz, um mich arbeitslos zu melden. Also Geld kriegen sie von mir höchstwahrscheinlich sowieso keins für die Miete. Wann darf ich jetzt einziehen? Ja. Im Übrigen können Sie mich kurz mal googeln, dann sehen Sie, was ich aus meiner letzten Bleibe gemacht habe, die ich praktisch in einen Themenpark Geisterhaus verwandelt habe. Innerhalb kürzester Zeit, wo nirgendwo mehr Putz an der Wand war. Wann kriege ich meinen Schlüssel? Und zwar einfach nur deswegen, weil ich schlicht und ergreifend von zu vielen Hatern umgeben bin. Nein, Rainer, weil du einen Schufa-Eintrag hast, der dicker ist wie alle Herr der Ringe Bücher zusammen. Das ist der Grund. Jetzt würden viele sagen, ja und, scheiß doch drauf. Fahr doch nach Nürnberg, geh zur Halsarmee, lass dir da helfen. Oder geh
zur Bahnhofsmission oder was weiß ich, irgendwo eine Obdachlosenunterkunft. Ja. Gehe nach Nürnberg zum Bahnhof, zu der Bahnhofsmission und lasse da helfen. Ja, richtig. Aber versuch diesen Gedanken mal im Kopf zu behalten und zu Ende zu denken. Was würde passieren? Jetzt würde er sagen, dass die Hater dann die Bahnhofsmission angreifen würden, ja, und dann würde, das wäre wie, er wäre dann Jon Snow, erinnert euch in Game of Thrones, wo die Wildling-Armee an die Mauer kommt und mit ihren Giants und Klump hier versuchen, die zu stürmen, und Jon und seine wenigen Night's Watch Leute da oben auf der Mauer stehen und das noch verteidigen. So ein Ding wäre das nämlich. Er und die ganzen anderen gescheiterten Existenzen müssten sich dann Horden und Aberhorden von Wilden gegenüberstehen, ja. Kannst du dir nicht ausdenken. Rainer, auch die Leute da wären dir scheißegal. Du siehst es einfach nur unter deiner Würde an. Wenn du jetzt in die Obdachlosenunterkunft gehst, dann ist das gleichbedeutend mit besiegt. Ja. Obdachlosenunterkunft ist gleich besiegt. Und das könntest du sogar du dir nicht mehr schön reden. Und das ist der einzige Grund. Du bist dir zu fein dazu. Das nimmt noch auf. Was würde passieren? Wirklich passieren, wenn... Stattdessen übernachtest du lieber auf der Parkbank gegenüber von der Pinea und pöbelst irgendwelche Passanten an. Ja, weil das ist nämlich ein sehr würdevolles Dasein. Ich das machen würde. Spielen wir das mal im Kopf durch. Ich gehe zur Halsarmee oder zur Bahnhofsmission. Völlig egal welches von beiden oder auch bei beiden. Und mich sehen Hater. Du bist fett genug für beides. Die eine Arschbacke kann da, die andere da schlafen. Soweit können die gar nicht auseinander sein. Oder generell Menschen, die mir schaden wollen, wie ich da hingehe. Was würde dann passieren? Was würde mit mir passieren, wenn ich da hingehe? Die würden dich in Stücke schneiden. Und alle anderen Leute auch. Es ist ein Riesenmassaker, wird es da geben. Das Blut da knöcheltief vorne bei der Haustür hinauslaffen. So ein Ding wäre das nämlich. Halt doch dein Maul. Wenn ich da mich unterbringen lasse und Hater herausfinden, wo ich bin. Ich sag's euch. Es würde der gleiche Mist abgehen wie überall anders, auch in den letzten Jahren. Mit dem Unterschied, dass wenn du Pizza in die Obdachlosenunterkunft bestellst, wird sich keiner beschweren. Die Hater würden da hingehen, würden da Scheiße bauen, von rumschreien. Am Zaun rütteln. Komm schon rein. Von rumschreien über Belästigung, Körperverletzung. Ja, genau, Körperverletzung. Die alte Platte. Körperverletzung. Was darf denn die Körperverletzung begehen? Wie? Wie sollen die Körperverletzung begehen? Sachbeschädigung. Sie würden da Auch Sachbeschädigung werden die nicht machen an der Bahnhofsmission. andere Menschen hinschicken. Sie würden alles tun, damit mich die angesprochenen Parteien, also demnach die Bahnhofsmission. die Bahnhofsmission Bitte gerne geschehen. oder auch die Halsarmee. die Bahnhofsmission oder auch die Dinge raus. Die Bahnhofsmission oder auch die Bahnhofsmission. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Manche Leute verwechseln das ganz gern einmal miteinander. Rausschmeißt und würden alles dafür tun, dass ich da nicht mehr aufgenommen werde, falls ich da nicht unbekannt genug bin, um überhaupt aufgenommen zu werden. Denn meine Vermutung, und ihr dürft mich gerne korrigieren,
Nein, Rainer, ich korrigiere dich jetzt schon mal, du bist nicht so wichtig. Du vermutest, dass du so berühmt bist, dass sie dich bei der Bahnhofsmission nicht aufnehmen würden. Das halte ich für massive Spinnerei. Aber meine Vermutung geht auf die letzten Jahre zurück. Jetzt ist es ein bisschen windig, ich hoffe, man hört mich noch. Wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt, dann sieht man deutlich, dass ich immer noch von Leuten gefunden werde und von Leuten angegriffen werde. Ich bin jetzt seit Februar, März, bin ich jetzt nicht mehr in meinem Haus, bin ich nicht mehr an meinem Wohnort. Ich bin ein einziges Mal mit... Rainer, es war auch nicht mehr dein Haus, als du da ausgezogen bist. Oh, wieder der Blätschel. Es war schon nicht mehr dein Haus, wo du da ausgezogen bist. Du hast das Monate davor schon verkauft. In der Nacht vorbeigefahren, damals mit Mona, und da waren direkt Täter vor der Haustür, obwohl ich da schon zu dem Zeitpunkt fast einen Monat nicht mehr war. Rainer, da gab es einen Monat, nachdem du da ausgezogen bist, gab es die Haustür schon einmal. Die haben das 3 Wochen, nachdem du da rausgewongelt bist, haben die das weggerissen, das Ding. Und jetzt? Jetzt bin ich allein. Ich habe keine Freundin oder Verlobte mehr. Es gibt niemanden mehr. Keiner mehr, der mich unterstützt. Keiner mehr, der mir hilft. Keiner mehr, der mich mitnimmt. Mich auf. Die Welt ist so ungerecht. Keiner will es mit dir zu tun. Oh, mein armes Haarschall. Habe ich unterbringt. Die Gemeinde ist vom Gesetz her dazu verpflichtet. Das gilt ja auch fürs Landratsamt. Genau, die sind alle vom Gesetz her dazu verpflichtet. Die müssen praktisch mit Polizeigewalt durchsetzen, dass dich irgendjemand in seinem Haus aufnimmt. Die sind vom Gesetz her dazu verpflichtet, aber die haben dir dann auch Angebote gemacht, wie hier, Obdachlosenunterkunft, Bahnhofsmission, was weiß ich was. Was es da nicht alles gibt, Caritas, Diakonie, frag mich nicht. Ja? Irgend so ein Krampf. Das haben sie ihm alles angeboten. Das hat er alles abgeschlagen, weil er sich dafür zu fein ist. Ja, dann kann ihm halt auch keiner mehr helfen. Beide Parteien behaupten, und ich sage deutlich behaupten, sie hätten keine Plätze, sie hätten keine Kapazitäten frei. Nein, die haben nur keine Kapazitäten frei bei dem, was du dir vorstellst, weil da niemand Kapazitäten frei hat. Weil die Scheiße so nicht läuft. Du kannst jetzt sagen, im Übrigen, ich habe euch jetzt mal alte Bruchbude verkaufen, deswegen möchte ich jetzt, dass ihr mir irgendwie eine Wohnung stellt. Oder nur besser ein Haus, in dem ich wohnen kann. Für umsonst. Weil ihr habt's mir noch nicht genug die Barren da hinten nachgeschmissen. Ganz ehrlich, wenn du tatsächlich 100.000 gekriegt hast für die Bruchbude, dann haben die sauber oben drauf gezahlt. Weil das ist die ganze Scheiße nicht mehr wert, weil die haben ja für den Abriss nochmal extra gezahlt und dann haben's, das Grundstück an sich ist gewiss keine 100.000 wert. Plus Abrisskosten. Also hast du die sauber geschröpft. Und jetzt stehst du wieder vor der Tür und sagst, ja, ihr wollt's mir nicht helfen. Anfang März bist du da rausgeschissen und hast dann gemeint so, ja, haha, die können mir alle am Arsch lecken. Highlife, jetzt geht's los. Und jetzt, ich hab nichts mehr, keine Freunde mehr, kaum mehr Geld. Nein, ich hab nicht geteilt. Ah ja, das kannst du alles nochmal ausdenken. Das bedeutet im Klartext, ich bin absolut am Arsch. Jetzt hast du richtig Scheiße am Arsch. Ich komme nirgendwo mehr unter, ich werde nirgendwo mehr aufgenommen. Und schlafen. Schlafen werde ich hier. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, ich wünsche eine gute Nacht, Rainer. Moos ist bequem zum drauf schlafen. Und warum? Weil du absolut nicht allein lebensfähig bist, in ein betreutes Wohnen gehörst und einen Job in der Behindertenwerkstatt brauchst. Mit einem gesetzlichen Vormund.
Einzig deswegen, weil es da draußen Menschen gibt, die meinen, dass es gerechtfertigt ist, auf eine Person loszugehen, die vielleicht Mist erzählt, vielleicht auch Scheiße gemacht hat, aber die auf keinerlei reale Begebenheiten Einfluss genommen hat. Stattdessen auf keinerlei reale Begebenheiten Einfluss genommen hat. Du hast schon bewusst und in Vollbesitz deiner zugegeben eingeschränkten geistigen Kräfte dein Haus verkauft. Da hatte keiner mit der Waffe dazu gezwungen. Just saying. leidtragende Person, hauptleidtragende Person der Personen zu sein, die aufgrund dessen immer wieder aufs Neue Scheiße bauen. Das war jetzt wieder so, da irgendwie den Satz angefangen hat, nicht mehr gewusst, wo er, 3 Worte später hat er schon nicht mehr gewusst, wo er angefangen hat. Und dann einfach so, egal, es muss einfach weiter geredet werden, Hauptsache die Luft scheppert. Und wird einfach irgendwas Hohles raus, ob es Sinn macht oder nicht, vollkommen wurscht. Ich bin... Alter, wie er schwitzt und schnaubt. Der läuft einfach gerade irgendwo über den Feldweg, was? Und filmt sie dabei. Und ist kurz vorm Exitus. kein Engel. Na, freilich bist du kein Engel. So große Flügel gibt's gar nicht. Das ist Das war ich auch nie. Und ich habe das auch nicht vor zu werden. Ich habe Scheiße gebaut in meinem Leben. Ich habe Mist erzählt und Mist gemacht. Ja, und jetzt kriegst du die Rechnung dafür. So ein Ding ist es nämlich. Aber es gibt Menschen da draußen, von Vergewaltigern über Kinderschänder bis hin zu pornografischen Tiersachen. Nee, dünnes Eis. Dünnes Eis, mein Freund. Ja? Ich weiß, vergewaltigt hast du jetzt niemanden, aber Pimmel- und Wichsbilder, Pimmelbilder und Wichsvideos schicken, ist jetzt auch nicht die feine englische Art. Ja? Und auch dieses, ja, es gibt ja viel schlimmere Leute wie mich. Ja. Und allem anderen. Habe ich nie getan. Wird mir vorgeworfen, habe ich aber nie getan. Wir kennen deinen Pornhub-Suchverlauf. Also gerade zumindest was die tierpornografischen Geschichten angeht, ist es relativ eindeutig, was da drin zu finden ist. Und selbst wenn. Jetzt hat er es auch noch zugegeben. Und selbst wenn, ach scheiße, die wissen das ja alles. Und dann relativieren, selbst wenn, ist überhaupt nicht so schlimm. Diese Leute, die so etwas getan haben, die werden nicht so verfolgt wie ich. Die werden nicht so behandelt wie... Ja genau, Vergewaltiger, die werden ja mit Samthandschuhen angefasst bei uns im Land. Ist ja, die definitiv, er wird da viel schlimmer verfolgt. Die Justiz lässt praktisch Mörder laufen, damit sie ihn mobben können. Weil hier die Polizei und die Richter und Staatsanwälte, das sind alles Hater. Und die würden praktisch jeden, ja, das sind Menschen, die könnten, ich weiß nicht, 20 Leute verhackstückt und verwurstet und an Leute verkauft haben. Vollkommen wurscht, die werden alle laufen gelassen, weil alle nur ihn hassen und ihn mobben und ihm das Leben schwer machen wollen. Ja? Und da haben sie keine anderen Kapazitäten mehr für nichts. Laber doch keinen Scheiß. Ich habe Fehler gemacht, ja. Aber meine Fehler waren nicht größer als die anderer Menschen und weit geringer als das, was die Leute deine Logik ist, nur der die größte Scheiße baut, wird bestraft und alle anderen drunter können sagen, ja, war immerhin nicht so schlimm wie das, was der gemacht hat. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal alle Verbrechen
oder auch dummen Aktionen und alles, das nehmen wir alles in einen Topf. Dann nehmen wir den raus, der das Schlimmste gemacht hat. Der wird bestraft und alle anderen können sagen, ja, immerhin war nicht so schlimm wie der. Und dann gehen die heim und machen weiter mit der Scheiße. Nee, Rainer, so läuft's Leben nicht. Wenn du Scheiße baust, kriegst du Konsequenzen. Punkt. Und es hat nichts mit dem Grad der Scheiße zu tun, die du baust. Konsequenzen wird's immer geben. Der Welt antun, was sie mir antun. Also die das mir antun, meine ich. Ich kann nicht mehr richtig reden, ich bin müde. Ja, du bist hageldumm. Ich bin K.O. Also nochmal zurück, damit es richtig verstanden wird. Ich kann immer gerade reden, ich bin viel zu müde, um mich noch zu konzentrieren. Ich krieg keinen geraden Satz mehr raus, der Sinn macht. Also fangen wir noch von vorne an. La da 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 da. Ich habe nie so viel Schlimmes getan, wie die Menschen tun, die mir das antun, was sie mir antun. Ich hoffe, das war jetzt verständlicher. Nee, war's nicht, aber ganz ehrlich, ist Asche wurscht. Aber es ist ja nicht jeder so blöd wie ich. Gott sei Dank keiner. Obwohl, die Entwicklung in letzter Zeit geht schon mehr in die Richtung. Ja, also, wenn ich mir jetzt in letzter Zeit auf YouTube angeschaut habe, was da als an Gewürm unterwegs ist, was dich da verteidigt, da muss ich sagen, werden immer mehr Bläde leid. Egal. Ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt. Ob überhaupt ein Video wiederkommt. Ich weiß nicht mal, ob ich das Video hier veröffentliche. Die nächste Folge kommt bestimmt und drum schaltet pünktlich ein. Dann könnt ihr wieder mit dabei bei Rainers Dulitenschuss sein. Ich bin anders. Ich bin nicht mehr ich. Hätte ich vor 10 Jahren so ein Video aufgenommen, ich hätte geheult. Und jetzt bist du so abgehärtet und so stark. Niemand kann dich mehr verletzen. Dein Herz ist aus Stein. Eine unüberwindbare Bastion. Halt dein Maul, Rainer. Halt bitte einfach dein Maul. Wir wissen ganz genau, du drückst dann irgendwann auf Aufnahme beenden. Dann legst dich in die Methalle und holst dich in den Schlaf wie ein kleines Mädchen. Ich hätte Rotz und Wasser geheult. Ich wäre fertig mit den Nerven gewesen. Meine Gefühle sind so abgestumpft. Ja. Er kann überhaupt gar keine Gefühle mehr empfinden. Ja. So abgestumpft ist er schon. Und das nächste Mal ist er wieder am Heulen. Und sind so lasch und jämmerlich. Ich habe schon ein bisschen... Abgestumpft, lasch und jämmerlich. Rainer, redest du von deinen Gefühlen oder vom Pansy? Tränen vergossen heute, so ist es nicht. Aber im Vergleich zu früher... Vielleicht liegt es daran, dass ich mich in den letzten Jahren immer mehr daran gewöhnt habe. Ich habe mich an das Leid und an den Schmerz, an die Ablehnung, die Abscheu und das Traurigste, den Hass gewöhnt. Ja, ist doch schön, Rainer. Wenn du dich daran gewöhnt hast, ist ja kein Problem mehr. Dann, go for it. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ding. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt dasselbe Video war, wie das, was er schon mal veröffentlicht hat. Es ist ja offensichtlich schon 2 Monate alt. Aber es ist mal wieder hochutopisch. Ich habe es mal wieder geschafft, aus einem 15,5 Minuten Ding fast eine Stunde Reaktion rauszuknödeln. Dann habt ihr jetzt heute 3 Stunden Material von mir. Ich hoffe, das bringt euch übers Wochenende. Ansonsten gibt es ja noch sehr, sehr viele sehr coole Kollegen von mir, von Ani über den Ungol. Henk wird das sicher auch irgendwie behandeln. Da geht euch der Content gewiss nicht aus übers Wochenende. In diesem Sinne bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tut nicht, was Rainer tut. Und Medal off.